Good morning. Begrüßt in den Namen des Herrn Jesus. Die du wir, die du erst und die du blieft in aller Ewigkeit. Die Botschaft für dieses Morgens, der Titel habe ich gewählt, Gott sitzt dort eng vom Anfang. Gott hat scheinbar nicht in Denk, was am überraschen wird. Gott ist nicht so als wie, dass du nicht siehst, was da kommen wird. Er hat dort alle in seine Hände. Und dort ist wichtig, dass wir dort lernen, zu verstehen und leben, weil es in uns Leben oftmals passieren Dinge, die wir nicht geplant haben. Oftmals finden wir Überraschungen in uns Leben und die Dinge kommen Dinge ab, wo wir uns nicht haben abgemerkt. Und dann fehlt uns in Gott, wo wir uns auch verloren können, dass du weißt, was da passieren wird, was da kommen wird. Und dass dort alle in der Hand haben. Dass das alle kann utarbeiten, uns zum Gauden. Wie es sagt in Römer Kapitel 8, Vers 28, dort sagt er kann alle Dinge merken zum Gauden dienen, zu die, die am Leben und die am nu fallen. Der Haupttext ist in Jesaja Kapitel 46, Vers 10. Hör, was Gott, der Herr, sagt. Das ist wir mehrere 1000 Jahre drei, als er das durch den Prophet Jesaja sagen wird. Jesaja 46, Vers 10. Redet der Herr, sagt er, ich sei von fern an, was passieren soll, und habe von jeher gesagt, was kommen wird. Und sei noch wahrer, was ich geplant habe, wo ich vor dich merken. Und dort, was ich mich vorgenommen habe, wo ich down. Diesen Gott, tja, wie kann lernen? Dies Gott, der alles weiß, will ein Verhältnis haben mit uns und er will uns wiesen. Er will uns den Weg wiesen. David sagt in Psalm 119, Vers 11, sagt er, oder Vers 105, sagt er, dein Wort ist ein Licht auf mein Weg und ein Lamp für meine Feit. Weet je, wenn wir ein Licht auf dem Weg haben, in een lamp voor onze feit, wat du dacht, dann können wir sein, wo wir gehen sollen. Dann können wir sicher gehen. Und Gott sagt, dort hat er uns sein Wort gegeben, sodass wir sicher gehen können. Jesus redet von der Zeit, wann er wird weiterkommen. Und er sagt, das wird so als ein Dorf in der Nacht sein. Ein Stähler, was danach kommt, Pleitsch. Aber er sagt, aber zu jünd, die je von den Dach sind, die je am Licht wohnen, sagt er, jetzt soll es nicht so eine Überraschung sein. In andere Worten, er wird uns reinmerken dafür, er wird uns wiesen, dass wir können rein sein. Kijk so als hij Noah reinmerken leid, sie Gott wist hat aus seiner Hand, Gott sieht Noah al 120 Jahre verrückt, dass er soll sich reinmerken, weil es Gott wird gerecht bringen über die Welt. Und Noah wird gehorsam und er schafft in 7 Tagen, ehe die Sintflut kam, sieht Gott zu Noah und seine Familie kommt in der Arche hinein und er merkte der Tau. Sie Gott merkt seine Kingerei. Er lädt im Licht. Er lädt nicht in der Düsternis. Aber oftmals erfahren wir Dinge, wo wir uns nicht abgemerkt haben, was wir nicht geplant haben, aber wenn wir im Licht wohnen, wie mit Gott wohnen, ja, für uns die Gnade, die Kraft, in die wir noch die Freudigkeit, durch zu gehen. Wir hatten so eine Erfahrung als Familie in den letzten paar Monaten, wo wir 3 Familienmembers verlieren, die in binnen 2 Wochen. Da hat wir nicht geplant. Ein von denen hat auch wieder daheim gehen leid. Aber wir wissen nicht, wann er.
Aber dan weer 3 Tage, bijna 2 Weken. Weet je, dat merkt ons denken, dat merkt ons opmerksam, dat we gaan hier niet in de blijvende stad. Dat zekerste wat in onze toekomst is de dood. Zo wie dat wie fysisch onbelangt zijn. Dat als die mensen eenmaal gezegd te sterven, nur die not gerecht. Dat heeft God ons al gezegd, dat heeft ons al gewezen. Wie weet niet den dag oder die Stunde, aber dat het komt, dat weet wie, en zo zullen we het bereit merken. En om het bereit te merken, fehlt ons licht. Er fehlt ons Gott zijn woord. Wils uit onszelf hebben we niet wat het brukt. Uit onszelf hebben we dat niet. Aber hör ich mal in Psalm 100, Vers 5 sagt er, wils der Herr als gut und freundlich, en seine Truheit je Leib blijft ewig. En hij wordt nie nicht abhören, treu zu sein. Hij wordt nie nicht je in zijn woord gaan. Hij wordt immer treu zijn te zijn woord. En dan Römer 11, Vers 33 sagt er, o, wo reck en doch, als doch ons Gott, und beides, Weisheit und Erkenntnis. Wo allmählich ist das doch, seine Gerechten zu begreifen und seine Wege zu verstehen. Wo allmählich ist das, Gott seine Wege zu verstehen. Er hat auch von jeher reingemerkt, hat all geplant und all gesagt, und er führt das Krax so aus. Aber wir so klein, so begrenzt sind mit uns Verständnis und so wieder, wir können gar nicht begreifen, was Gott tut. Aber doch, er weist uns an sein Wort, er merkt uns rein, er lädt uns mit seinem Yes, sodass wir können rein sein, für was kommen wird, für was er bringen wird. Wir wollen ein Beispiel checken, ein paar Beispiele checken, aus Gott sein Wort. Das erste ist in 1. Mose Kapitel 15, und ich würde mir den Vers lesen, von der Bibel handreiten, 1. Mose Kapitel 15, und fangen an von Vers 13. Gott redet hier zu Abraham. Hij roept Abraham van zijn land uit, van zijn familie weg. En hij zegt, gewoon een land waar ik die wezen wil. En dan zegt God te Abraham, leed hij de toekomst uit en zegt hem wat er komen wordt. En dat wijst ons dat God weet de toekomst. God kan ons uitmerken voor wat er komen wordt. So, in Genesis, 1. Mose, Kapitel 15, fang an von Vers 13. Dann sagt der Herr, er redet hier zu Abraham, er sagt, ob für ihr wollen dienen nu kommen, Fremde sein, in ein Land, wo nicht erd ist. Da wollen sie Sklaven sein, und sie wollen schlecht behandelt worden. Dit wird 400 Jahre sein. Ich werde das Land, wo sie dienen wollen, bestrafen, und dann wollen sie aus das Land mit viel wertvollen Sachen rauskommen. Du selbst wirst sehr alt worden, und ruhig nach deinen Futters gehen und begraft worden. Nur 4 Generationen wollen sie 3 hierher kommen, die Amerikaner, die hier wohnen, wollen erst die Mut von ihrer Sünden voll merken, euer ich anstrufen war. Denkt mal nur, was Gott hier zu Abraham sagt. Ich glaube, keiner von uns hat von Gott so einen Plan gekriegt, utgelegt für uns, was er tun wird. Gott will, sie, Moses hat noch nicht die Bibel. Er hat noch nicht die Schrift, das wir die haben von dir. Aber Gott offenbart sich zu Moses, und Gott will, Moses soll verstehen, dass er in Kontrolle wird. Nicht mehr bloß, was dann just passieren wird, aber von der Zukunft. Er sagt, die nu kommen, wollen so viel sein aus den Sternen zum Himmel und aus der Sonne und mehr. Und Abraham, wie alle Mann, er hat noch kein Kind. Aber Gott lädt den Plan uit und er sagt, die nu kommen, die wollen in ein fremdes Land Sklaven sein für 400 Jahre. Und dann wird er uitbrengen, und die wollen nicht ladig terugkommen, so mit Ladje hängen. Die wollen mit volle Hängen uitkommen.
Die wollen ja Lohn kriegen für ihre Arbeit. Und sagte, da wo ich die Träne in diesen Platz bringen, und die Menschen, die hier in diesem Platz nu wohnen, sagte, ich wollte noch Zeit geben, but 400 Jahre noch, dann wird der Mut von der Sinn voll sein, dann wird ich dich strufen. Sie Gott erst nicht so stehen, aber einmal dann kommt er was ab, und dann holen wir das vielleicht ein bisschen Dohl, holen ein bisschen Band, auf einmal kommt noch ein bisschen mit ab, und dann wird das voll, ab einmal ein Tag, dann bloßt das alle aus, dann haben wir genug gehabt, dann können wir sich mehr kontrollieren. Gott erst nicht so stehen. Gott sieht, in 400 Jahren, da wird der Mut voll sein, er wisst all kragt, was diese Länder, was diese Menschen würden tun. Er sagt, da wird er strufen. Er wisst all kragt, dass seine Menschen, Abraham sie nur kommen, sein gewähltes Volk würden Sklaven sein in Ägypten für 400 Jahre, und dass die würden schlecht behandelt worden, sagt er. Aber er sagte, ich will das Land auch strufen, für was die wollen tun. Sie, Gott weit an die Zukunft. Gott weit kragt, was er tut. Das hat er vom Anfang an geplant, und das wird er gut führen. Und wenn wir das weiten, dann können wir uns voll vertrauen auf am Lein. Und dann wird passieren, dass, wenn die Stürme kommt und die Wahlen über uns schab überall, dann können wir ganz gelassen sein und ganz vertrauen, dass Gott ist in Kontrolle. Er ist immer mit uns. Kriegst du es mit den Jüngern durch das Schab wir? Er steht ab und er stellt den Wind in die Wahlen, und das wir ganz still, und die Jünger, die verwunderten sich und sagen, wer ist das, dass even der Wind in die Wahlen am Gehorsam sind? Er ist Gott. Er ist am Kontrolle. Er wusste, dass der Sturm kommen wird. Er hat sich im Boot allein. Nicht nur bloß dort, er braucht den Sturm, um sich dort zu beweisen, zu seinen Jüngern, dass die würden erfahren und lernen, wer er wir. Und so dass Gott oftmals in uns Leben, er bringt Dinge in uns Leben hin. Praktisch gesagt, Abraham sie nur kommen, die waren Sklaven und die waren Lieden in das Land. Aber dann sieht Gott, ich will mich stark beweisen, um 400 Jahre, das kann ich nicht verloren, 400 Jahre, da wollen wir rauskommen. Mit voller Hang, und ich will das Land strufen, und ich will ihn nur das Land bringen. Ich will die Menschen, die in das Land wohnen, die will ich zu sie nehmen, und dann will ich das Land annehmen. Gott ist in Kontrolle. So als er dann wir, so als er von dir auch. Und wir können lernen, ganz zu vertrauen, und dort wird kommen, dass ganz versichert und getraut sein, dass Gott ist in Kontrolle. Er kann mein Leben ganz in seine Hände geben. Er wird mich nicht vernichten und nicht verdorben. Er hat mich gekauft mit einem hohen Preis, und er hat einen Plan für mich. Das meint nicht, dass alle was klein und glatt gehen und alle werden immer leicht und schein gehen. Aber er wird mit uns sein, und er wird uns halten. Er weiß, was er kommt, und er ist in Kontrolle. Dann drehen wir nur 5. Mose, Deuteronomy 31. Hier wir all 400 Jahre Lothar. 400 Jahre werden vorbeigegangen. Von dann aus, mehr als 400 Jahre, wie als Gott dort zu Abraham sieht, dann hat Abraham noch keine Nachkommen, da wir noch keine nicht in Ägypten getroffen, sondern wir mehr als 400 Jahre. Aber hier redet Gott zu Moses. Nu hat er dort vollbracht, was er versprochen hat. Dat nu weer ze 400 jaar Sklaven was, Gott hat das Land bestraft und ihn zurückgebracht mit voller Hängen, mit voller Pfoten. Hier in 5. Mose Kapitel 31 fangen wir an von Vers 14. Und der Herr sagt zu Moses, horch mal, du wirst nicht sehr viel mehr der hier auf der Erde leben. Nu raubt Jesua und go mit ihm in das Versammlungszelt, zodat ich durch ungerechten kann. Und Moses und Jesua gingen in das Versammlungszelt. Und der Herr weist sich an durch in eine steile Wolke. Die steile Wolke stund bei der vom Zelt.
En de Herr zei te Moses, horch mal. Weet je, hier weer Moses en Jezua weer in allebei, aber Gott redt hier te Moses, über Jezua, der wird der nächste Lehrer wird sein. Hij sagt hier te Moses, du wirst nicht lang mehr leben, Jezua hier dort. Jezua steht hier besiegt, in hier, was Gott hier te Moses sagt. Und der Herr sagt te Moses in Vers 18, horch mal, du wirst bald sterben. Dann wird das Volk antreu worden, und die worden schonhofjet doen met de vreemde jatten die in dat land zijn. Wo sie nennen gehen, anzusiedeln. Die worden mich verloten und wollen den Bund brechen, den ich mit angemerkt habe. Wenn der Tag kommt, wenn ich sehr unzufrieden mit an sein, und ich war an im Steck loten und nicht mehr halten. Und sie wollen viel Schulden und Trouble durchmerken, was sie ganz in den Grund gebracht worden sind. Und den Tag wollen sie einsehen, dass all die Trouble ab angekommen ist, wegen der Herr nicht mank an ist. Über den Tag, wo ich in ganz sicher nicht halten will, sie sich andere Jätter gekehrt haben. Und nu schrieb das Leid dort in Lied der Israeliten dort, lud an dort singen, zodat eine Zeit unter Israeliten ist. Wenn ich erst in dort Land, wo Milch und Honig Rand gebracht habe, dort Land wohnt ich ihre Vaters mit einem Erd versprochen habe, und wenn sie sich erst satt gegessen haben und fett geworden sind, dann wollen sie nur andere Jätte drehen, und die deinen, und sie wollen mich verachten und meinen Bund brechen. Dann wollen verschiedene Schulden und Troubles ab ankommen. Aber das Leid wird uns an Gewissen veransehen, und sogar ihre Kinder wollen dort nicht vergeten. Ich weiß, was von den Gedanken, die nu al haben, nu eier ich an in das Land, in das versprochene Land anbringen. Und an den Tag schreibt Moses dort Leitdol in Lied der Israeliten dort. Und der Herr und ihr Recht Jesua nun sind sehen und seht, sie stark und mutig. Ich werde die Israeliten in das Land anbringen, wohnt ich an mit einem Erdversprechen ha, ich war mit jünd sein. Und dann in Vers 30, und Moses seht das ganze Leid ab, vom Anfang bis Ende, für die Versammlung von den Israeliten. Stellt euch vor, Jesua steht hier besiegt Moses, und Gott redet zu Moses und sagte, diene dir aus dem Messer ab, du wirst bald sterben. Moses war der Lehrer gewesen von Israel für viele Jahre, und sie kickten immer nach Moses. Und weil die Trouble hatten, dann rannen sie nach Moses. Warum hast du uns in Ägypten durchgebracht? Warum? Und so wieder. Immer rannen sie nach an. Und nu opeens, Jesua wie Moses sein Helfer, und Jesua steht hier und horcht, was Gott zu sagen hat. Und sagt er, Moses, diene dir aus dem Messer, aber du wirst bald sterben. Und dann sagt er, dann wird das Volk den Bund brechen, was ich mir nicht gemerkt habe, die wollen sich wegdrehen von mir, die wollen andere Jätter dienen und so wieder. Und dann wird viel Schulden und Troubles ab ihnen kommen. Ich kann mir vorstellen, Jesua hier das, und dann ab eng von der dann sagt Gott zu Jesua, sie stark und mutig.
Go voorwaarts, ik wil met jullie zijn, ik wil trouw zijn te mijn woord wat ik versproken heb. Zie je, de mensen die worden ontrouw zijn, maar ik wil trouw blijven. En nu zegt hij tegen Jesua, zie sterk, zie moedig en go voorwaarts, ik wil met jullie zijn. Ik kan me mensen voorstellen wat het nog geweest zijn, zo'n opgave te krijgen, al verher weten, dat die mensen worden wegdraaien, die worden ontrouw zijn, en dat er wordt veel schade en trouble manchmal komen, bloos wegen ze zich van God weggedraaid hadden. Niet wil Gott enthassen deed, oder wil Gott alweer, nee, het weer de vrucht van ihr doen. Ze hadden zich gewählt, andere jatten nu te gaan, en dit weer de vrucht daarvan. Dat worden ze ervaren. Een mens, der ernten, wat hij gezegd heeft. Gott denkt nicht, muss auf einmal den Sod verändern. Nee, wir ernten doen nur aus, was wir sagen doen. En krijgt dat passiert hier ook met Israël. Ze worden zich wegdraaien onder Jetta en dan wordt veel schade en trouble op hen komen. Maar Jesua wordt opgeschopt, trouw te zijn te den Herrn, moedig te zijn en voorwaarts te gaan. Sterk te zijn en moedig te zijn. En hij weer trouw. Hij leidt dat volk wieder. Die nu een beetje wieder draaien doen, maar Richter, kapitel 2, Judges, chapter 2. Richter, kapitel 2, vers 7. Hier weer nu dat een van Jesua zijn leven. Mozes wie gestorven, Jesua weer de leider geweest, nu voor vele jaren. En nu weer dat een van Jesua zijn leven. En wel moet zijn wat God dan zegt, Jesua de leider wordt, of als hij is beroepen wordt te leider zijn, wat God dan zegt en wat hier nu passiert. Jesua weer moedig, hij weer trouw, hij leert het volk God zijn weg, en wel moet zijn wat hier zegt, Richter kapitel 2 van vers 7. Zegt dat volk dient den Herrn zolang als Jesua leeft. En dat nog lang nu Jesua zijn dood, zolang als de volksleider leefden, die den Herrn zijn grote wunder alle gezien hadden, en die hij aan Israël gedaan had. Jesua nun zijn zin, den Herrn zijn dienaar starf, als hij 110 jaar oud was. So voor al deze jaren had Jesua truartig, je moedig geweest, en had Israël opgeschopt, gewarnd, en je leidt, en zegt, dat komt zo volk, dat volk God nu, al die jaar zo lang als Jesua leefde, wist Jesua vergat niet wat God gezegd had. Daarvan, zij worden vreemde jatten draaien, dat zij worden veel schade en troubles erleven. En Jesua warnde die mensen ervan, en zij blijven erbij, zolang als Jesua leeft, en zolang als die leider, wat met Jesua te arbeiden deden, zolang als die leefden deden. Maar dan kijken we in vers 10. Als al die te die tijd geleefd hadden, gestorven wären, was eine andere Generation ab. Der ken ja. Wat den Herrn nicht kannten. En zijn grote doden niet met erleefd hadden. Dan deden de Israëlieten zond, wat den Herrn slaaggeval, en dienden den Afgod Baal. Zij verleiden den Herrn, ihren voeders, ihren God, wat aan uit Egypten uitgebracht had, en volgden andere jatten nu. Zij vingen aan ihre Nuberveldje, ihre jatten aan te beden, en vaderden doormet den Herrn zijn oor uit. Zij verleiden den Herrn gans, en dienden den God Baal en de Gattin Ashtoreth. Dan vers 14. Dan brengt den Herrn zijn oor over Israël op, en hij juicht en de rebbers erheen, die overvallen en bestolen aan, en verkaufen aan ihre feindliche Nubervölker, en zij kunnen gegen ihre Feind nicht mehr bestehen. Krak zo als Gott
gesagt hat, was da passieren wird. Aber Jesua hat die Warnung gehört, er wird treu, er warnt das Volk und er leitet das Volk auf den rechten Weg. Und alle die, solange er leben wird, bleiben die treu zu Gott. Gott weiß, was die Zukunft hat, was die Zukunft ist. Und was nicht wird überraschen. Er weiß all klar, er sagt dann all zu Moses, sagt ich weiß, was nu all an die Menschen erwarten ist. Und erwarten dann die nu all wegdrehen. Und das wird dann, das wird diese Jahren 3, wenn wir mal ein bisschen näher kommen, Johannes Kapitel 16. Johannes Kapitel 16 von Vers 1. Jesus redet hier mit seinen Jüngern. Und Jesus sagt, klar so, als Gott zu Moses sagt, als Gott zu Jesua sagt, als Gott zu Abraham sagt Jesus hier zu seinen Jüngern. Johannes Kapitel 16 von Vers 1 sagt er, ich habe ihnen das alle gesagt, und da wollen wir vorher lesen, wir haben nur nicht die dazu, aber ich habe selbst das nur lesen, was er vorher gesagt hat hier, sagt er, ich habe ihnen das alle gesagt, dass sie nicht vom Glauben ehren sollen. Sagt er, sie wollen aus ihren Judenschulen uitgesloten worden, und da wird eine Zeit kommen, dass sie meinen, dass sie tun Gott in Dienst, wenn sie Jünd dort merken. Und dort wollen sie tun, weil sie mein Vater nicht kann und auch mich nicht kann. Jesus weiß die Zukunft. Du hast nichts verborgen für ihn. So als er das dann in Abraham seine Zeit, in Moses seine Zeit, in Jesua seine Zeit, wie kriegst du das von dir nach und nach. Jesus sagt, das erst, was da kommen wird. Aber dann sagt er, lot ihn Hort nicht bearrigen, fürcht ihn nicht, ich sie mit ihn. Ich will ihn nicht verloten und nicht versehen. In Offenbarung Kapitel 2, dit will noch Lothar, Jesus beweist sich zu Johannes, du auf der Insel Patmos, wo er als ein Gefangener war, er wird ein Prisoner für seinen Glauben, für das Evangelium. Dann beweist Jesus sich zu Johannes, und dann sagt er soll einen Brief schreiben durch die Gemeinde. Selbst können wir nicht hingehen, weil er wieder Forst auf der Insel. Aber er soll einen Brief schreiben, nur dass die Gemeinde ist, und hier sagt er, was er sein soll. Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. Fürcht die von nichts, was du am Karten wirst leiden müssen. Seid mal, der böse Feind wird einige von Jünd festnehmen lassen, Jüd auf der Probe stellen, und je wollen tien der leiden müssen. Blieb treu bei am Tod, dann wird ich dir die Lebenskroon geben. Jesus sagt, Troubles, schwere Tiden, jo. Aber, er sagt, ich habe die bestimmt. Er sagt, tien der. Er ist in Kontrolle. Na, auf so Krack, tien der sind, so wie tien der, ich weiß nicht, aber das ist eine bestimmte Zeit. Was er gesagt hat, wurde die Verfolgung wird kommen über sie die Kinder. Und er sagt, bleibt treu. Bleibt treu, even bei einem Tod. Sagt er, ich will ihnen die Lebenskroon geben. Die wollen nicht verlieren. Die wollen nicht untergehen. Ich will ihnen belohnen dafür. Ich habe ihnen das alles verrückt gesagt, sagt er. Ich sehe in Kontrolle, ich habe die Zeit bestimmt. Ich will das tun. Weißt du, wenn wir weiten, was da kommen wird, wenn wir all vorher die Überzeugung haben, und die Versicherung haben, dass der Halb kommen wird, dann können wir ganz getrost sein und da wir uns nicht ängsten.
Dan kan we aan vertrouwen en dan kan we het even nog vragen aan die tijd. Wil ze weten dat die tijd is kort en hij wordt trouw zijn, hij wordt ons niet am sterk loten. In Psalm 119, in vers 89, sagt dort, dien Wort, o Herr, ist ewig. Dort steht fast im Himmel. Op die kan we ons immer en immer ware verloten. Zijn Wort, sagt er, steht fast im Himmel. Da kann keiner bei. Da kann keiner verändern. Wir haben einmal erfahren, dass vielleicht in uns Land, wenn wir eine Regierung haben, wo der Gottes fertig ist, haben die gute Gesetze gemerkt, die gute Dinge angeführt. Und das gefällt uns, und dann fallen wir uns sicher. Dann auf einmal, als die Regierung beten, dann bringt eine andere Regierung an, und die schmieden alles über, was die anderen haben abgestellt, und in unsere frische Gesetze anführen. Und dann fragen wir uns, was wird nun passieren? Da fallen wir uns nicht sicher. Aber weet je, Gott ist auf seinem Thron. Jesus setzte die rechte Hand Gottes, das heißt, nie ist alle Macht übergeben worden im Himmel und auf Erde. Deswegen darf wir sich fürchten. Sagt er, sein Wort hat erst festgestellt im Himmel. Das wird nicht verändern. Keiner wird dabei kommen, keiner wird das verändern. Und er sagt, was ich mir vorgenommen habe, was ich tun, was ich versprochen habe, was ich ausführen. Alles, was ich mir vorgenommen habe, sagt er, was ich ausführen, was ich tun. Dus hebben we het verloren. Dit is een troost voor ons. Dat wanneer dingen ook passeren in ons leven, wat we niet erwartet hebben, dingen wat ons vielleicht schwer zijn, dan kan we toch getroost zijn. Dan hebben we gleich alle uiteenvallen en bejammeren onszelf, zeggen, waarom moet dit te mij passeren, waarom ik en waarom dit en waarom... No. Hij heeft al gezegd wat er komen wordt. Hij heeft het al bestemd. En hij heeft dat ook begrenzt. Hij zegt, bloos zo lang. En dan word ik uit de kroon des levens geven. In Psalm 115, vers 12 zegt hij, de Herr denkt aan ons. De Herr denkt aan ons. Hij heeft ons gleich vergeten. Hij is gleich te druk. We hadden een Zeugnis, vrijdagsavond hier op de Men's Ministry, van een man wat de Zeugnis geven deed, waar hij had leerd God vertrouwen, dat God alles verzorgen deed wat hij brukte. En ik dacht, je hebt zijn mama gaan, en hij vertelt aan, wat voor de dingen zij voor je bed gaan, en wat God dat hier heeft. Zegt zijn mama te hem, met die dingen zullen ze God niet botheren. God is gleich bekemmert zo'n dingen staat. Weet je, God is alles bezorgt. Hij zegt, even de Haar van onze kop heeft hij geteld. Hij zegt, du hast nicht mal ein Sparrow, nicht mal ein kleines Veldje, wat er vallen net onder hij dat zit. Zegt hij, kijk maar naar die vijl. Die doen niet een spikkers opleiden. Zegt hij, ik dacht, dat doe ik voor die verzorgen. Zegt hij, kijk maar naar die bloemen. Zegt hij, niet mal Salomo en al zijn herrlichheid, wie zo uitgetrokken als die bloemen op een vlek. Zegt hij, er zijn er een dag, de nächste dag zijn die weg. Zegt hij, je zijn veel meer als die. Hij heeft hem ons ram. Hij heeft hem alles ram. Hij is bezorgd in ons leven. Hij heeft ons gekocht met een prijs. Hij heeft ons gemerkt in zijn evenbeeld. Hij heeft een plan, een eeuwige plan voor ons. Hij is niet wellicht dat ons zal verloren gaan, maar dat alles zal tot de kennis tot de waarheid komen. Maar de wordt hij niet die in arm met eigen draaien, wat je zwaar zei, oké, nu weet ik al. Einmal laat hij troubles en schwierigheden in ons leven aankomen, zodat we het zelf daarmee, zodat we het zelf onderkennen, dat ons fehlt dat aan. Krijg ze te Israël deed. Maar God heeft een plan voor ons. Hij heeft ons zijn woord gegeven. En door ben we troost vingen. Door ben we hoopning vingen. En dan gaan we met ganz volle vertrouwen, onvercht, voorop gaan. 2. Timotheus 1, vers 7 zegt Gott, ich habe je nicht den Geist von Furcht gegeben, aber von Leib, von Kraft und von einem klaren Durchdenken. Und dort haben wir erfahren,
even wir Verfolgung leiden down, even wir schwere Tiden durchgehen down, wir können uns ganz ab Gott verlassen. Dus hij is met ons in den storm. Hij wordt met ons durchgehen. Hij wordt zich helemaal de Raum nehmen und hij wordt ons met ons zijn wanneer we durchgehen. David was zich ganz überzeugt, dat even wanneer hij durch den Tod von den Dood ging, da würde der Herr mit uns sein. Wir hatten die gute Gelegenheit, mit meiner Schwester Zeit zu spenden, die letzte paar Jahre aus der Leben. Und sie hatten ganz volles Vertrauen auf den Herrn, dass der Herr wir mit der Herr wird durchnehmen und dass wir eine Friede. Ja, innerlich bin ich ganz so traurig, und het Weg, über einen anderen Weg, wir Frieden uns mit für den Weg, dass der Herr mit uns gehen wird. Wir sehen da, wir können bloß so weit mit dir mitgehen. Über den ewigen Weg wirst du nicht allein gehen. Der Herr wird mit dir sein. Er wird dich halten. Und er died. Aber die letzte Minute, und er ging mit ihr. Wir hatten eine Freude, und immer wenn wir endlich traurig werden, über uns trauern wir nicht so, als wenn wir nicht Hoffnung haben. Er begreift, dass wir nicht in Trauer begreifen, dass wir gemischt mit Trauer und Freude beides. Und wir werden celebraten. Den Herrn seine treuartige Versprechungen, die er gehalten hat. Erleben, dass wir mit ihr was und er geholfen hat, but eng. Und so weil er, krijgt es mit Moses deed, krijgt es mit Jesua deed. Hij weet wanneer ons dag komt. Hij zegt, ik wil met je zijn. De tijd is meer afgerand, maar ik wil met je zijn en ik wil je helpen, ik wil je niet voorzien. En Hiob 23, vers 10, Hiob denkt, dat is een zeer, zeer zware tijd. Hij had al zijn kinderen, 10 kinderen, alle in 1 dag verloren. Al zijn Habenkoud verloren en zijn gezondheid verloren. En dan zegt Hiob in kapitel 23, vers 10, aber hij weet alles wat ik doe. Op Engels zegt hij dat hij weet den weg wat ik ga. Wanneer hij mij durchzet, waar ik glänzen als goud. Wanneer hij mij uit dem oven, uit dem sozusagen uitgenomen heeft, zegt hij, ik wil niet een klampen Arsch zijn. Ik wil zoals rein goud uitkomen. Dat is wat van God we hebben. Dat heeft ons niet verdorven. Dat wordt ons iedereen neergeven, dat heeft hij reinigen. Oh, dat wordt hij weg van de hart en van alle troubles. Immer verbeten, maar hij wordt er durchnemen. En doordat de mooie reinigen, dat er worden zoals goud uitkomen. Goud wordt gereinigd als en 4. Sprüche 15, vers 3 sagt, den Herrn seine Augen seien alles, en werken über de Gode en über de Schlechte. Der Herr sieht, Sprüche 4, vers 21 sagt, der Herr sieht alle Menschen ihre Wege, wo immer du hingehst, sieht hij wat du deest. Gott wist al dat Israël would ergaan. En dan zei hij te Moses, ik wil die een leid geven. Schreef dit leid op en leerde Israël leiden dat. En leerde er kinderen dat. Wat je een leidhaven was, ons waren te herinneren. Van wo wir gefallen sind, oder was der Herr für uns getan hat, oder seine Versprechungen. Und leider, was wir sehen, sind voll von seinen Versprechungen. Und in 1700, wir Robertson geboren, 1734. Er war als ein junger Mann, und sein Vater starb, als er 8 Jahre alt war. Und er gerot met jongens taub wat niet een goede invloed werden. En hij gerot in veel trouble nemen. Een dag als
George Whitefield, ein berühmter Prediger in England, Versammlungen hat eingestellt. Dann haben seine Partner sich für sie wurden gehen und ein bisschen Spaß treiben. Ein bisschen Fun haben mit der Versammlung. Ein bisschen so, als ich rede ein paar Wochen 3 mit Mr. Bontrager von der Bontrager-Familie. Sie waren just in Mexiko gewesen und wir hatten enge Mexiko angereist, in Süden, Durango und La Onda. Und als die 3 waren bei Chihuahua, fand er mich. Und dann sie hatten Dinge erfahren, was ich nicht erfahren habe. Als sie dort waren im Süden gewesen, haben dort gesungen und mitgedacht, wir die Jugend auch an die Versammlung angekommen, mit ihr Bayern alles wieder angekommen, haben die Power aufgeschaltet und du brauchst Trouble zu merken, das abzubrechen. So haben sie nicht erfahren. Weil kijk so wie Robert Robertson und seine Freunde kamen hier an, George Whitefield predigen und wollten die Proben zu verstehen. Aber das Wort Gottes wird gepredigt mit großer Kraft. Und Robert Robertson kam mit großer Conviction. Sein Gewissen schlug ihm. Und er gab sich Jesus an den Tag. Bekehrt sich. Als er sich bekehrt hat, nicht lange Lot, raubt der Herr an, zu dem Wort Gottes predigen. Und er died. Er predigt das Wort Gottes. Und Gott gab ihm auch die Gabe von Leiterschreiben. Und einen Tag schreibt er dort Leid, Nummer 262, was in den Deutschen Buch ist. In einem Leid schreibt er von seiner Erfahrung mit Gott und sein Verhältnis mit Gott, und wo er geneigt wird, von seiner menschlichen Seite den Herrn zu verloten und nicht treu zu sein zu ihm. Und dann, dass wir so aus von dort Leid, eine Prophezeiung wir von seinem Leben. Joran Lothar fing an, nur falsche Lehrer zu horchen. Und die drehten am Weg von der Wahrheit. Und er war sehr eidlich. Und sein Leben ging rauf. Und er war ein sehr trauriger Zustand. Ein Tag, als er mitfahren deed, in een stagecoach. Weer in de Früh, wat ook aan een stagecoach weer, en die had een leiderbuik. En die checkte die leider durch, en een van die leider deed ze met zo stel zingen. En op eenmaal zei ze tegen een oudere man, zegt hij, wat denkst van dit lied? En door met funken om zeer te hielen, breekt zijn hart. Dan zei hij, ik zie die oude wretch, wat jaren 3 dat lied schrijven deed. En zei hij, ik wil 1000 welten geven wat ik de had, om dat te krijgen, wat ik dan had, als ik dat lied schrijven deed. De Heilige Geest brukt dat lied, wat hij jaren 3 gegeven had, als hij aan 4 weer voor den Herrn. Datzelfde lied brukt de Herr, om zijn hart breken, wat we zo weit ergegaan. Weet je, God zei te Moses, schrijf dat lied, leer de kinderen dat, en de dag wordt komen. Wanneer worden weiter als wieder zeggen, dit lied wordt aan je gewissen arbeiden, en wat je wat doorbrengen, dat ze worden aanzien, waar we ze zijn ergegaan. Ik weet niet wat de Herr in die leven brokken deed, of brokken wel, of brokken wordt. Maar de Herr wil gaan, die zoals en ik zal mijn leven ganz aan hem geven. Ganz aan vertrouwen. Niet een proud deal te maken, wanneer du zo was, dan word ik zo. Nee, we kunnen al zijn, hij wordt zo. Hij heeft al gezegd. Nu wil hij gaan, wie zal aan ons leven overgeven. Hij weet al wat er in de toekomst komt. Maar hij zegt, hij wordt niet laten komen. En ons leven wordt heilig wat meer zum gouden dein. Jo, dat worden vielleicht Troubles und Schwierigkeiten, in schwere Tiden, sagen wir, worden durchgehen, aber alle Menschen gehen durch Troubles und Schwierigkeiten.
über seine Kinder, die wird arm und vertraut. Die zien wordt als een licht op ihren Weg in het land van ihre Feind haben, kann sicher gehen. Und die wird hij merken, alle Dinge zum Guten dienen. Und ich will die ansparen. Nimm Gott bei sein Wort. Frag nicht, was Menschen sein. Lass dich nicht von Menschen überreden. Lass dich von Gott überreden. Hol dich bei Gott sein Wort. Weil Gott sein Wort steht sicher. Das ist am Himmel festgegründet. Da wird alle erfüllt. Er wird das tun. Fragst du, was er versprochen hat. Und er wird uns die nicht verloren und nicht versehen. Er sagt, er blieb beständig. Aber er dood. Und er wird die Lebenskroon geben. Das ist sein Versprechen. Keiner wird am Drehholen von das tun. Er wird das erfüllen, was er gesagt hat. Wir werden beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist sicher. Dein Wort steht im Himmel, das ist gegründet, das ist festgesagt. Das hast du auch vorher bestimmt, in das Wort alle so uitvallen, als du versprochen hast. Wir danken dir, Herr, dass du treu und gerecht bist zu deinen Versprechungen, dass wir können nur dein Wort gehen und wir können du abbühen, was du gesagt hast. Wir danken dir, Herr, für all diese Gleichnisse, für all diese Zeugnisse, was wir in dein Wort finden, wo treu du bist zu dein Wort von Generation zu Generation, du bleibst treu und gerecht. Wir danken dir, Herr, dass wir können dein Wort hier von dir hören. Dein Wort sagt uns auch, dass der Glauben kommt durch das Hören von dem Wort Gottes. Ich bete, Herr, dass durch die Kraft von deinem Helden Jesus, dein Wort wird von dir entwarteln. In jeder ein von unseren Worten. So dass wir würden lernen, die ganz vertrauen, uns ganz die Hand zu geben, die Leute Herr in Heiland sein in uns Leben. So dass du kannst all deine Versprechungen an uns auch erfüllen, so als die das gefallen hat, so dass du dadurch wirst gelobt und verherrlicht worden. Dort beten wir in Jesus Namen. Amen. Ich bin so glücklich, unsagbar glücklich, dass Jesus Christus zog in mein Herz. Herrlich ist Jesus, herrlich ist Jungsein, herrlich zu ziehen himmelwärts. Herrlich zu glauben an Jesu Namen, herrlich ist Jungsein und frei von Sünd. Jesus als Heiland und Retter haben, nirgends wo Schöneres sich find. Herrlich zu wandeln auf Jesu Pfaden, herrlich zu pilgern an Jesu Hand. Trübe Gedanken, dunkle Stunden, wandelt Jesus in Freud. Herrlich zu glauben an Jesu Namen, herrlich ist Jungsein und frei von Sünd. Jesus als Heiland und Retter haben, nirgends wo Schöneres sich find. Herrlich zu tragen, Kreuz, Schmach und Schande, herrlich zu leiden für in den Tod. Herrlich die Hoffnung der ewigen Heimat, herrlich der Heimgang zu Gott. Herrlich zu glauben an Jesu Namen, herrlich ist Jungsein und frei von Sünd. Jesus als Heiland und Retter haben, nirgends wo Schöneres sich find. Herrlich ein Fremdling hier auf der Erde, herrlich ein Bürger im Himmelzelt. Freund auf dein Leben kann
herrlich werden, geh aus von Sünde und Welt. Jesus will herrlich machen dein Leben, nimm ihn als Heiland und Retter an. Zögere nicht länger, Jesus zu folgen, herrlich wird der Himmel an.